Hoi hoi. Hinterlass den Input im Subreddit. und ich check den Input in der nächsten Folge von Still. Und willkommen zu einer neuen Folge. Letzte Woche habe ich euch um Velofahrer-Memes gebeten und natürlich ist auf dem Lino seine Top 10 Community verlassen. Und wisst ihr warum? Weil nur der Lino hat die Top 10 Backhand. Und lass uns nicht gerade lang diskutieren. Wir gehen gerade rein ins erste Meme vom Flegolas. Push-Up Challenge. Wow, how did you get like that? Every time someone posts a Velofahrer meme, I do one push-up. Jesus Christ. Easy! Flegolas. Wir kumulieren einfach die Push-Ups bis zum Schluss von dieser Folge und dann mache ich die. Darum würde ich sagen, für das Meme bekommt der Flegolas ein Upvote. Next meme from Monras Dome. Cute boy. You see, that's where the trouble began. That smile. That damned smile. Das nehme ich eindeutig als Kompliment auf. Und für die Schmeichelei und Normers Dom gibt es eindeutig ein Thumbs up. Upvote. Upvote. Da. Gute Memes, ich bin zufrieden. Darum würde ich sagen, next Meme. Vom Honor Storm nochmal. I tip my hat to you, one legend to another. Ich bin zu offen. Honor Storm, für das Kompliment oder für die Geste gibt es von mir einfach nur ein Top 10 Respekt Backhand. Oh. Hey! Upvote! Für den Honor Storm eindeutig. Vom Honor Storm Facts. I'm the dumbest man alive. Der Lino ist besser als der Erich. You're clearly dumber. Nein! Fertig mit Top 10 Erich. Ab jetzt heisst es nur noch Lino aka Top 10 Lino. Nichts anderes. Jesus Christ, ich will das endlich loswerden. Fast noch Bildschirm kaputt geschossen. Hoppla. Für das Honor Storm. Verdienter Download. Next Meme. Vom M-Bommeli, dem alten Krieger. So schön hat noch nie jemand dein Gesicht auf dem Handy ausgeschnitten. Und kann man mal aufmerksam machen auf meine absolut trainierten Oberarme. Und ihr wisst, was die Oberarme können. Ablecken, aufziehen. Nur so, ein Bommeli. Für den kreativen Einfall gibt es eindeutig ein Upvote. Next. Vom Lolst Case. Schöner Name. Lino Cappuccino. Download check ich nicht. Next. Meme. Von unserem geschätzten High Five. Timbo 352. Haha. Velofahrer-Memes go. Brrr. Lino. Andere Memes. Lino. Velofahrer-Memes. Die kennen nicht einmal den Ursprung. Kann mir das einer erklären? Was ist der Ursprung von dem Meme? Ich meine, nackt Velofahrer, das ist mir bewusst worden. Aber hat das Meme irgendwo einen Ursprung? Timbo, du weißt, Moderator, können wir nicht mehr ein Upvote über. Kata! Next Meme. Vom Flegolas. Sponge Lino Square Tinner.
Komm näher. Ich brauche... Flegolas, für das hocherotische Meme gibt es eindeutig wieder mal ganz klar, ohne diskutieren, ein Upvote. Next. Meme. Wieder vom M. Bommeli. Ich glaube, jetzt bin ich auf dem richtigen Niveau, oder? Wende, durchstrich Top 10 Erich, seine 2 Hobbys vereint. Bommeli, du bist so ein... Nicht? Du Inline-Skater. Lass den wirken. Lass den wirken. Aber trotzdem für deine Bemühung. Und will der Flegolas Push-Up-Challenge wählen, geben wir das gerne drauf ein. Ich gehe durch. 17 Velofarmings, heisst 17 Push-Ups. Okay, ist eine Challenge. Und dann gehen wir easy an. Was haben wir jetzt gesagt? 17? 17 sind es, oder? America, fuck yeah, coming again to save the motherfucking day. Yeah, America, fuck yeah, freedom is the only way. Yeah. Terrorists, your game is through, 'cause now you have to answer to America, fuck yeah, so lick my butt and suck on America. Easy. Easy. Das wär's schon wieder gewesen mit dieser Folge von Stay! Und mit der nächsten Aufgabe möchte ich endlich mal die kreativen YouTube-Fans von der Schweiz ein bisschen aus der Höhle holen. Und die nächste Aufgabe sieht wie folgendermaßen aus. Und wenn ihr noch mehr Memes über den Top 10 Lino anschauen wollt, kommt einfach ins Tel Subreddit mit den einzig richtigen Schweizer Memes und postet die Aufgabe dort rein. Top 10 Lino sagt ciao, ciao!